trifft die richtige Entscheidung mit dem Heiligen Geist. Hey, ich freue mich. Leo, bist du da? Danke, dass du heute zu dem Thema gesprochen hast. Und wenn wir gerade über das sprechen, wie erkenne ich dann, dass es wirklich der Heilige Geist war, der zu mir gesprochen hat, oder dass es vielleicht war es mein eigenes Gefühl? Das ist eigentlich eine der meistgestellten Fragen. Am Ende vom Tag ist es immer auch etwas, was man lernen muss. Es ist wie eine Freundschaft, Beziehung. Man lernt eigentlich einander besser zu verstehen. Am Anfang nicht zurückschauen in meiner Freundschaft, meiner Ehe. Ich habe sie oft, meine Frau, nicht verstanden, umgekehrt auch nicht. Es ist auch ein Dialog, den man lernt zu hören. Und dann ist es wichtig, dass du den Frieden bekommst. Das muss auch mit der Bibel übereinstimmen. Auch Freunde, die das bestätigen. Da gibt es ganz verschiedene Filter, die man einbauen kann. Wenn es ganz große Entscheidungen ist, die man trifft, da sollte man immer auch Freunde, also enge Freunde, die man integrieren, wo man das auch nochmals prüfen lässt, weil Gott braucht auch Freunde, Berater, die dich dann sagen, vielleicht it's too crazy oder es braucht nochmals einen Zwischenschritt. Und du hast heute über die Geistesgaben gesprochen, über verschiedene Talente. Welches waren die Geistesgaben? Ich habe heute über Weisheit gesprochen, Erkenntnis, Prophetie und auch die Auslegung, das Zungengebet. Natürlich, ich habe von 9 einfach mal 4 rausgepickt, wo ich gefunden habe, um das ein bisschen zu beleuchten, weil 9 ist immer mega lange. Ja, und wie erkenne ich denn, dass ich so eine Geistesgabe bekommen habe? Also es heißt ja, die Gnadengaben, der Geistesgabe ist der Charisma, es ist ein Geschenk, das man annehmen kann oder nicht annehmen kann. Das ist eigentlich mal eine Grundhaltung. Ich möchte beginnen, diese Geschenke aufzumachen. Und es ist ganz, ganz einfach, Debbie, wenn es heißt, einige sind von Gott begabt, Kranke gesund zu machen, beginne einfach mal zu beten für Gesundheit. Und wenn du merkst, dass übermäßig viele Leute gesund werden, merkst du plötzlich, da hast du irgendwie eine Autorität. Oder es gibt auch die Leute, die haben andauernd einen prophetischen Gedanken über Menschen, mehr, und dann beginnt es einmal auszusprechen. Also es ist etwas, was man ein bisschen sensibel werden muss, aber man muss auch ganz praktisch anwenden. Wenn ich Begabung habe, zum Golf zu spielen, aber ich habe noch nie einen Golfschläger in die Hände genommen, werde ich nie Golf spielen. Also man muss einfach beginnen, das mal einzusetzen und zu gebrauchen, und dann sieht man ja die Resultate. Und dann muss man sensibel werden, wenn Leute sagen, wenn du mich jetzt beobachtest, was würdest du sagen von diesen Begabungen ist bei mir am stärksten? Ja. Ja, und wenn man ja von diesen Begabungen spricht, da denken vielleicht die einen noch, ja, eben so Prophetie oder so, das geht, aber die Zungenrede, das ist für viele etwas so, muss man das können als Christ? Nein, man muss von den Geistesgaben gar nichts nehmen. Es hat mit dem auch nichts zu tun, ob du dann den Heiligen Geist in dir wohnst, in dem Sinne, sondern es sind auch Geschenke, Begabungen, die man bekommen hat. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Zungengebet, auch das, wo jemand spricht und dann jemand legt es aus zum Beispiel, oder jemand spricht in Zungen und die Person nebenan versteht dich in deiner Muttersprache zu sprechen, und das andere ist einfach eine persönliche Auferbauung. Man kann das auch, gewisse Challenges auch anders lösen. Es ist einfach eine Begabung, ein Geschenk, das man annehmen kann oder nicht annehmen kann. Und ich finde, von allen Begabungen, Zungenrede, muss ich dir ehrlich sagen, ist einfach ein bisschen komisch. Als Schweizer sowieso, weil was man nicht erklären kann und was man nicht ein bisschen kontrollieren kann, ist immer ein bisschen komisch. Aber ich finde einfach, man macht auch andere komische Dinge. Und wenn das Gott versteht, super. Und man spürt doch etwas dabei, dass ein Friede kommt. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Genau. Und was ich so schön fand, das hast du am Ende gesagt, noch kurz bevor du gebetet hast, wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, dann muss es nicht irgendwie komisch oder spooky sein und so, weil das, genau, kenne ich selber von mir, dass man da denkt, ui, was kommt jetzt auf uns zu? Aber ich glaube, das ist etwas Liebliches. Ja. Oder wie empfindest du das? Genau wie du. Ich habe es so oft halt so von den Charismatikern sehr als manipulativ empfunden, oder? Plötzlich jeder hat einen bösen Geist und das und jenes. Und je nach Typen, das ist auch eine Typenfrage, andere Typen, die offen sind für das, fahren auf das voll ab. Und ich bin ein bisschen so halt schon ein Typ, ich plane gerne, es muss ein bisschen auch Sinn machen in dem Sinne. Ich habe mich immer nicht abgeholt gefühlt und ich habe mich auch oft gesträubt, weil ich gefunden habe, also wenn ich dann die Leute angeschaut habe, habe ich nicht das Gefühl gehabt, ist eine bessere Lebensqualität da. Und eben solche Erlebnisse mit diesem Typ da haben mir dann geholfen, mein Herz aufzumachen, zu sagen, ja, es ist eine Freundschaft, es hat einen Spaßfaktor, aber es gibt auch den Moment wie bei der Familie, wo dann ich sage, so, meine Kinder, ich bin immer noch der Vater, so machen wir es, aber es ist immer eine Kombination. Genau. Ja, und auch eben dieses Charisma, das finde ich auch noch, dass wir alle Charismatiker sind. Magst du da noch was sagen, abschließen? Ja, das Gnadengeschenk, das Luther übersetzt hat, heißt eigentlich Charisma. Und das heißt ja, es ist ein Gnadengeschenk, das Gott gegeben hat, darum sind wir alle charismatisch, und das hört man ja immer so, bist du charismatische Church, ist ein bisschen Handy hoch, Zungenreden, laut, wild, durcheinander, aber wenn jetzt jemand, der in eine FEG Baptistenkirche geht, der ist genauso charismatisch, geschenkt von den Gaben von diesem Gott im Himmel. Genau, und wir dürfen ja auch Ermutiger sein, in dem Sinn, gell? Und, absolut. Genau, Charismatik. Hey, so schön, dass du zugeschaut hast, und wenn dich das angesprochen hat und wenn du darüber auch nochmal sprechen möchtest, oder ja,
du diesen Heiligen Geist wirklich auch erleben möchtest, dann melde dich doch bei uns unter icf.ch/connect, darfst du uns schreiben und wir kommen sehr gerne mit dir in Verbindung und ja, möchten dich einfach ermutigen auch, dass du mit diesem Heiligen Geist vorwärts gehen darfst. Hey, ich wünsche dir ganz eine schöne Woche und freue mich, dich wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Super gemacht. Mega gut gemacht. Dein Name